In der vergangenen Woche hat mir jemand gratuliert zu meinem 20-jährigen Dienstjubiläum, anstatt zu meinem 10-jährigen. Ich musste lachen. Ich hatte zwar schon ein paar graue Hörli, aber dass es gerade so viel ausmacht, hätte ich nicht gedacht. Vor 10 Jahren, am 11. August 2015, haben Christina und ich nach unserer Flitterwoche haben wir hier angefangen und ich habe mit meinem Dienst als Pfarrer angefangen. Kurze Umfrage in die Runde. Wer von euch ist alles durch den unteren Eingang reingekommen, im Kirchengemeindehaus? Habt ihr den Bibelvers gesehen, im Kirchengemeindehaus, beim unteren Eingang? Habt ihr den gesehen? Wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. In einer anderen Bibelübersetzung heisst es, ich bin gekommen, damit sie, also alle, die Jesus nachfolgen, Leben haben und das in Überfluss haben. In der ersten Szene der Egli-Figuren sehen wir dargestellt, wie Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern erklärt, dass er unser Könner und Gönner ist. Dass er uns ein Leben mit Gott gönnt, dass er uns Freude gönnt. Er schenkt uns sich selber. In der zweiten Szene der Egli-Figuren sehen wir den Apostel Paulus dargestellt. Er hat noch viel mehr graue Haare als ich. Und er schaut auf sein Leben zurück und denkt darüber nach, was er alles mit Jesus erlebt hat. Der Paulus hat ein Leben geführt wie ein Actionfilm. Wo er auch angegangen ist, hat er Wunder und Heilige erlebt, weil Jesus durch ihn kranke Menschen wieder gesund gemacht hat. Für das hat er verschiedene Reisen unternommen im Mittelmeergebiet und hat viele Abenteuer erlebt. In der Bibel lesen wir den Satz, 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen worden, einmal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Mit der Hilfe von Jesus hat er verschiedene Hindernisse in seinem Leben überwinden, weil er gewusst hat, dass Gott ihn liebt und ihm alle seine Schuld vergeben hat. Wegen dem hat er alle seine Erkenntnisse zusammengefasst in dem Satz, wo über dem heutigen Tag steht. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Er sagt, um Jesus allein geht es mir. Das heisst, Jesus ist ihm am wichtigsten gewesen. Er wollte ihn immer besser kennenlernen. Auch wenn wir etwas kennenlernen, es hat mit Liebe zu tun. Man kann nur etwas besser kennenlernen, wenn man sagt, man will sich damit beschäftigen, man will es auch lieben. Der Paulus hat Jesus immer besser lieben lernen. Ich habe es hier ein bisschen farblich dargestellt. Die Kraft seiner Auferstehung habe ich rot gemacht. Das ist mal der erste Teil der Predigt. Und dann blau seine Leiden. Es gehört beides zusammen, sind die beiden Seiten von einer Medaille. Zuerst zum roten Teil, die Kraft seiner Auferstehung. In den vergangenen 10 Jahren durfte ich die Kraft der Auferstehung von Jesus im eigenen Leben erfahren. Er hat mir Kraft verliehen, dass ich nie aufgegeben habe. Am schwierigsten war es für mich immer, wenn meine Frau Christina im Spital war. Wenn die Mitarbeiterinnen von mir eine herausfordernde Zeit hatten oder wenn Menschen gegen mich intrigiert haben. Was mir dann geholfen hat, einen Gottesdienst zu besuchen oder selber einen Gottesdienst zu gestalten und bewusst meine Lieblingslieder zu singen. Jeden Morgen lese ich ein Kapitel in der Bibel und rede mit Gott im Gebet. In einem seelsorglichen Gespräch bekenne ich meine Schuld und erfahre Vergebung. Ich habe erlebt, dass Patienten wochenlang im Spital waren und sich ihre Familie schon von ihnen verabschiedet hat. Doch dank dem Gebet der Kirchengemeinde hat Gottes Wunder gewirkt und sie sind wieder zurück ins Leben gekommen. Menschen haben zum Glauben an Jesus Christus gefunden und haben erste Schritte im Glauben unternommen. Ihr Charakter hat sich spürbar positiv verändert. Wenn wir Jesus vertrauen, dann erleben auch wir die Kraft von seiner Auferstehung. Weil wir Menschen alle unterschiedlich sind, erleben wir auch das Wirken von Gott unterschiedlich.
Doch die Kirchengemeinde wird zur Kirchenfamilie, zur zweiten geistlichen Familie, wenn wir einander in Freude und Leid beistehen. Die andere Seite der Medaille besteht darin, dass wir nicht nur die Kraft von seiner Auferstehung, sondern auch seine Leiden erleben. Der Paulus hat geschrieben, er will mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Jesus musste leiden, wie es in der Bibel heißt, mit dem Wort, Jesus musste leiden, wenn er unsere Schuld getragen hat. Aber es geht noch weiter. Nach dem Karfreitag kommt Ostern. Jesus hat Teufel, Tod, Hölle, Welt und Sünde besiegt durch seine Auferstehung. Viele von uns tragen ja ein Kreuz um den Hals. Oft ist das Kreuz aus Gold. Und interessant ist, wenn das Material aus Gold ist und nicht aus Holz, dann ist das ein doppeltes Symbol. Weil das Kreuz weist uns auf den Tod von Jesus hin, aber das Gold weist uns auf seine Auferstehung hin. Das wertvollste Metall. Also ein Goldkreuz ist gleichzeitig zwei Symbole in einem inne. Autobiografisch berichtet der Paulus davon, dass er einen Dorn im Fleisch hatte. Ich kann auch übersetzen, einen Stachel im Fleisch, der ihn gequält hat. Wir wissen nicht genau, was das war. Es könnten Schmerzen sein oder eine Krankheit. Spotfolgen von den zahlreichen Misshandlungen, die er erleben musste. Oder eine Person, die ihm Böses angetan hat. Und dann hat der Paulus 3-mal ganz ernsthaft betet zu Gott und schreibt darüber in der Bibel. Und ich habe 3-mal Gott betet, dass das aufhört. Und Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade, kann man sagen, meine Liebe, genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also mit eigenen Worten ausgedrückt, Gott hat den Paulus nicht geheilt von dem Stachel, aber er hat gesagt, weisst, meine Liebe reicht für dich. Und meine Liebe wird dir helfen, dass du das kannst ertragen und wird dich durchtragen in deinem Leiden. Auch ich musste leiden in den vergangenen 10 Jahren. Ich habe erlebt, wie Gott nicht alle unsere Gebetsohren hört, wie wir uns das wünschen. Wie Freunde aus dem Leben gerissen worden sind. Ich habe erlebt, wie Menschen, die nach dem ersten Schritt im Glauben plötzlich Jesus und die Kirchenfamilie wieder verloren haben. Leider müssen wir alle leiden, wenn wir Jesus nachfolgen, aber auch wenn wir es nicht machen. Wir leben noch nicht im Himmel. Doch vom Himmel, von der Ewigkeit her, kommt Kraft zu uns, wenn wir mit Gott in Verbindung stehen. Jesus hilft uns, Leiden zu überwinden. Der Paulus schließt den Abschnitt mit dieser Aussage, doch ich setze alles daran, das Ziel Jesus zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Der Begriff ergreifen heißt in dem Zusammenhang, seine Hand auf jemanden legen, um ihn zu greifen. Gott lädt heute alle von uns ein, dass wir die Hand von Jesus ergreifen. Weil wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Weil dann hat er uns. Aber es braucht eine bewusste Entscheidung von uns. Er tut sich uns nicht aufdrängen. Schliessen werde ich mit meinem Dank. Herzlich danke ich meiner Ehefrau Christina, dass sie es mir ermöglicht hat, dass ich das alles machen konnte. Ich danke herzlich der Kirchenpflege für alle Unterstützung im Vordergrund und Hintergrund. Ein grosser Dank geht an alle Mitglieder der Kirchengemeinde für ihre grosse Wertschätzung mir gegenüber. Der grösste Dank gebührt Jesus, meinem Könner und Gönner, der mir Kraft verliehen hat, dass ich in den vergangenen 10 Jahren das alles machen konnte, was ich gemacht habe. Um euch allen meinen persönlichen Dank auszudrücken, werdet ihr beim Apero mein selber gemachten Tiramisu geniessen können. Tiramisu ist ja italienisch und bedeutet ziemlich hoch. Ich bete dafür, dass Jesus uns alle zu sich aufzieht. Die 3 Tiramisu sind übrigens ohne Ei, Alkohol und Zucker, dafür mit ganz viel Liebe gemacht. Doch ich setze alles daran, das Ziel Jesus zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Amen.